Ja, Leute, es geht weiter hier mit den Gefragten bei Yu-Gi-Oh! Master Duel im Solo-Modus und wir versuchen uns heute mal am Rang 5 Modus. Das Deck eines Gegners kombiniert Gefahr und finstere Weltmonster. Ach nö. Das kann nur Kacke werden. Also für uns meine ich. Die Idee selber ist cool. Noch ein Krieger, Armageddon-Ritter. Ist auch mindestens Monster. Oh Gott, ey. Sieht ja gar nicht gut aus. Zehn Jahre später, was ist das gerade? Grafa Drachenherrscher, Donnerdrachen, du. Das heißt, ich kann auch nicht Monster-Animation spielen, um ihn zurückzuholen. Der ist natürlich kacke gerade. Und an einem Friedhof fliegt auseinander nach Spezialbeschwörung. Ich meine, es wird nicht funktionieren, aber testen kann ich es trotzdem mal. Yeah, siehst du? Kann nicht rufen. Andere Animationen spielen kann ich schon, aber nur um ihn hier zu holen. Das wäre natürlich kacke. Das ist wieder keiner. Nächste rufen, eventuell auch eine Option, aber erstmal rufen, gucken, ob man Bigfoot rufen kann. Jo, sieht gut aus. Hallo Biggie. So, was haben wir hier Schönes? Nummer 38, Hoffnung. Aber sogar. Das Problem. Ich wollte gerade den hier angreifen. Das Problem ist aber, wenn ich ihn dann besiege. Nein, ich brauche einen Karteneffekt. Okay, will ich eigentlich als normalen Kampf platt machen, wa? Also eigentlich den hier plus den hier, die beiden müssen eigentlich noch nicht sein. Okay, du musst den noch nicht rufen. Theoretisch danach dann. Weil, ja, wenn man so einen Angriff reguliert, du kannst dann hängen, diese Karte, für die Schadensberechnung durch. Das ist schon cool. Aber falls er mir auf den Exismon, du kontrollierst, kann zerstört werden, du kannst auch nicht Exismon sagen, du kontrollierst, das zerstört ein Monster. Also braucht eigentlich mehrere Exismons, damit der Trick funktioniert. Und das will ich ja eigentlich noch nicht aktuell zumindest.
Ah, Mist. Ich muss ihn doch rufen. So ein Drach. Oh. Das war Stufe 9. Hm. Was ist das für ein krasser Effekt, ey. in dem du während des Spiels ist, in dem ein Effekt eines Donnermonsters in der Hand aktiviert wurde. Zum Beispiel den hier. Aktiviert wurde ein Donnermonster Stufe 8 niedrig in deiner Hand oder offen in der Spielfeldzeile verbannst. So, der kann ja wie gesagt nicht spielen. Spezialbeschwörung, das Problem ist halt, den kann ich sicher auch nicht wählen. Können wir gucken, ob ich irgendwie ein anderes krasses Vieh noch rufen kann. Ja, ein paar hätten wir davon. Zum Beispiel Nessie oder ein Donnerdrachenfalken. So, weil ich habe den ja auch noch, hä? So, der ist halt 500 Angriffspunkte. Das Problem ist, gerade der Effekt von dem hier kann ich leider nicht mit dem hier und dem kombinieren, weil er braucht dann Stufe 8 Donnermonster. Das hätte ich jetzt einen anderen, das Vieh noch auf der Hand gehabt, okay, nicht irgendwie funktioniert, aber Doppelschwein aber auch selten. Was wird hier? Sprengding? Der hier, warte mal, Stufe 7, 8 war, den wollte ich ja. Kann ich sehen, den hat Brandeffekte, kann jetzt zerstört werden. Angriff durchführen und man eine Karte ins Spielfeld. Man hat überlegt, ob ich irgendwie den Donnervogel nehme, den Donnerdrachen und Wuppertigel. Dann habe ich halt eine Stufe 7 oder höher als Link-Material drin gehabt. Könnt ihn rufen, kann mit ihm ja dann zweimal angreifen. Ich habe die hier noch, aber das spielt keine, also den hier, das spielt keine Rolle. Weil falls die Karte durch einen Kampf in den Friedhof gelegt wird, nee, ich zerstöre im Kampf einfach nochmal an. Damit Bigfoot auch noch, ja? Dann gibt es ordentlich Damage. Und Link mal 3. Gut, das ist natürlich jetzt auf dem falschen Feld jemand ein Monster. Was irgendwas kreuzlinken würde oder so, oder wollen würde. Dieselbe Anzahl Karten. Ja, legen natürlich direkt beide weg, weil ich habe keine Ding mehr. Keine Donnermonster mehr. So, Donnerdrachen. Was? Donnerdrachen kann hinzu, die verwandt ist und ein Friedhof liegt aus Donnerdrachengebrüll. Ja, und dann wozu? Ziehe eine Karte. Ja. Also mein Ding kann ich so oder so rufen. Die Frage ist ja mit diesem Donnerdrachen-Ding. Nimm mal ihn hier. Und nimm mal den hier.
Cool war. Also kann ich theoretisch so angreifen. Ich kann mit dem einmal angreifen, mit dem einmal angreifen. Hat schon mal krasse Viecher auf der. Ihr wisst schon. So. Jetzt, was alles schief gehen würde, was ich irgendwie bezweifle. Ja, machen wir weniger ein bisschen Schaden, das stimmt. So, da kriege ich noch ein bisschen Boost. Was? Donnerdrache plus ein Donnermonster. Habe ich noch ein Donnermonster? Was kann der? Naja, warum soll ich? Kein anderes Donnermonster mehr. Eins heißt hier Donnerdrache plus ein Donnermonster, da gilt erst beide. Warte mal. Explosionsbeschwörungen oder während des Spielzugs, in dem der Effekt eines Donnermonsters in der Hand aktiviert wurde, als Spezialbeschwörung beschworen werden, indem du einen Donner-Effekt nicht Fusionsmonster als Tribut anbietest. Der in dem Fall, dann wird es gelten. Okay. Karten können der Hand eines Gegners nicht vom Main-Deck hinzugefügt werden, außer durch Ziehen. Falls die Karte durch Kampf zerstört würde, wird ein Donnermonster in den Friedhof verbannen. Ja, ich habe jetzt nicht mehr so viele. Ja, Donnerdrachen und. Ja, gut, immerhin zwei. Ja, würde ja eigentlich funktionieren. Okay, können wir nachher kurz machen. Erst einmal Battlephase. Jetzt sollen wir angreifen. Spielt eigentlich keine Rolle. Zweiten Angriff. Was? Nein, den nächsten Spielzugs. Nein! Oh. Natürlich, auf einmal eine Karte wählen sollen. Och, Menno. Michael, richtig lesen. Ah, wir können jetzt den schön auch noch irgendwie nutzen und. Oh, Mann, oh. Was ging der? Also, dann nochmal so ein Deck hinzufügen. Ja, die brauchen wir dann nicht mehr. Ja gut, wenn wir es schon mal können, war. Mein richtig alter Klassiker war. Die Oldschool Donnerdrachen. So, das Deck ein bisschen ausdünnen, sehr gut. Stufe 5 Donnerdrachen, ey, damals so richtig. Eine Karte, wo man sich gedacht hat, oh nein, warum mache ich sowas? Das gibt's doch gar nicht. Der Hand aktiviert wird. Also. Bandenkarten wählen wir eigentlich auch nicht. Na komm, wir rufen mal den hier. Donnerdrachen Koloss. Cool, war. So, theoretisch können wir jetzt noch Donnerdrachen Titan rufen. Sieht ein bisschen aus. Wie heißt der Ding schon wieder bei den Godzilla-Filmen?
die ganzen anderen Monster es noch gibt. König Ghidorah, glaube ich. Ist nicht so? Donnerdrachen Titan. Ja, jetzt wünsche ich dir viel Spaß, Kumpel. Also Kumpelgegner. Es hat noch ein bisschen was zu tun. Nee, Kumpel. Nee. So machen wir das aber nicht, ey. Ich mach den hier und dann mache ich mal so. Ah, er ist auch anrufen. Jo, da passt. Adorite Einhorn. Klar, dann gibt es natürlich wieder nicht mehr das Logo. Hallo Bigfoot. Hä, jetzt ruft ein L4 oder was? Oh, weck mich bitte, wenn er fertig ist. Was für ein Arschloch. Entschuldigung für die Kraftausdrücke, aber ist doch wahr. Und er behält seinen Boost sogar noch. Willst du mich verarschen? Der hier, doppelköpfiger Donnerdrache. Ja klar. Das Problem ist, ich krieg das Monster nicht weg. Warum ist auf dem Friedhof, war? Ach nee. Warte mal, hä? Was denn hier, war? Okay. Nimm mal den hier, nimm mal den hier. Dann nehme ich mal noch den hier. Was zum Henker? Ja klar, mit mir kann man es ja machen, wa? Der boostet sich hier einfach wie blöd und dann haben wir natürlich so eine Scheiße noch. Ganz ehrlich, wie kann man nur so ein fucking
Glück in seiner Sicht und fucking Pech aus meiner Sicht haben. Okay, einmal versuchen wir es noch, Freunde. Nachher, ich muss ein bisschen hinmachen, habe nicht mehr so viel Zeit für die Solo-Modi und auch nicht mehr so Lust, muss ich zugeben, wie früher. Ich muss das ein bisschen schneller hinter mich bringen. Daher maximal pro Duell hier 2 Versuche, nachher hören wir auf damit. Weil irgendwo bringt es leider auch nichts mehr. Dann machen wir uns einen Rambazamba hier, wa? Gut, das bringt mir gar nichts. Hallo Nessie. So, wir können das ganze Spiel natürlich noch weiter spinnen, ist klar. Wir können auch schon ihn hier rufen. Aber nee, ich glaube, ich warte erstmal noch. So, der nochmal gucken, ne, was er macht. Es könnte sein, dass ich mal Glück habe und er Pech hat. Oh, er hat gerade ein bisschen Pech, war gerade das falsche Monster gerufen. Also, die Gefahrkarte, der Effekt war nicht gerade so, wie er es eigentlich wollte. Das gehe ich von aus, alles andere wäre ein bisschen creepy. Ah, natürlich, was auch sonst. Das Gute ist, dass er keine Karten mehr auf der Hand hat. Er hat alles verbraucht, um meine Monster loszuwerden. Wohlgemerkt nur loswerden, ne? Mehr hat er nämlich nicht geschafft. Problem ist, wenn ich ihn rufe. Na gut. Die Chance, dass das passiert, ist sehr gering. Dankeschön, Spiel. Nochmal Nessie zurück. Wollte schon eigentlich einen haben, aber egal. Ja, jetzt kommen wir langsam zu denen hier. Dankeschön. Rufe ich ihn zurück. Also generell die Strategie der Gefahrmonster ist schon cool, muss man zugeben. Die haben schon Power. So. Okay. Pech gehabt, sag jetzt mal. Wir haben natürlich ihn ab, ist klar. Machen wir wieder gut gebrauchen. Dann haben wir hier wieder Schönes, zum Beispiel ihn hier. Die können die gleiche Strategie fahren wie er. Also Monster loswerden. Monster-Animation spielen. Ja, was könnte ich rufen? Und viel hat er nicht. Und ich eigentlich auch nicht. Ich könnte nochmal Nessie rufen. Oder sagen wir einfach, ich warte mal noch, weil er wird nachher sowieso irgendeine Scheiße durchziehen. Ich kenne ihn doch. So.
grundsätzlich bis jetzt eine gute Starthand gehabt, und auch die guten Karten gezogen und so weiter und so fort. Bisher ohne Donnerdrachen wohlgemerkt, als noch Oldschool, also Oldschool mit den Gefahrmonstern halt. Das in diesem Modus her ein bisschen kennen. Er macht gerade ähnlich. Okay, wen ruft er? Jetzt könnte natürlich wieder das sein, oder ruft den Soldaten. Jo. Ja, die Karte verbannt. Ja, das Problem ist... Ich kann die Karte erstmal verdeckt setzen. So. Mhm. Das ist ein bisschen das Problem, war. Ich hätte einen Donnervogel gerufen, muss ich jetzt zugeben, aber den Mottenmann ja eigentlich auch. Also eigentlich den Donnervogel-Effekt nutzen, damit dann hoffentlich der Mottenmann ausgewählt wird, damit ich Donnervogel rufen kann. Der wird abgeworfen. Wir können beide mal eine Karte ziehen. Also mein viel bringt zwar momentan gerade nicht, aber egal. Dann wird das dritte Monster hier noch rufen. Ich meine, ich könnte natürlich auch das scheiß Einhorn hier rufen, wa? Nur das Vieh momentan ein bisschen schwierig. Eine Karte auf dem Spielfeld wählen, mich ins Deck. Ja, eben, dass der Effekt der gerade nicht sehr viel Sinn für mich macht. Nicht nur, Freunde, draußen ist gerade sehr stark im Regnen. Ja, man hört es ein bisschen. Okay, es ist gerade extrem stark im Regnen. Warte mal ganz kurz. Oh, Korrektur, es hagelt. Noch besser. So, was habe ich hier sonst noch so? Graffer, Drachenherrscher. Das Problem ist halt, er hat mir Bigfoot entfernt. Weil sonst hätte er den natürlich mit Monster-Animation zurückgeholt. Natürlich auch Donnervogel rufen, aber ich hatte dann trotzdem halt noch Karten zu wenig, versteht? Deswegen brauche ich unbedingt den Effekt hier. Schade. Ja, jetzt kommt der Quatsch wieder. Okay, komm. Vergessen wir's. Das Spiel will nicht, dass ich gewinne. Okay, ist gut. Ist gut. Ich habe auch keine Lust mehr. Nein, ist gut, dankeschön. Wir haben uns verstanden. Spiel, du willst nicht. Gut. Vielleicht macht das Teil mal noch offscreen oder so, keine Ahnung. Wir haben uns versucht. Der Gegner hat immer die besseren Karten und ich hatte zum Schluss noch kein Glück mehr. Lassen wir's. Machen wir erstmal das Ziel noch und danach ist Feierabend für heute. Bevor sie ihre Antwort finden konnten, wurde die Konferenz fortgesetzt. Gefahr Bigfoot. Gigantische, muskulöse Kreatur mit schwarzen Haaren, die am Körper wachsen und die mehrere Dutzend Meter hoch ist, wenn nicht mehr. Zauberngereiste dort die... Okay. Gefahr Nessie. Ist extrem gefährlich. Gefährliche Wesen, da ist mir jetzt irgendwie auch klar. Ja, ja. Es gibt noch andere Lebensformen, mit dem Werwolf. Weil die noch viel zu tückisch war. Okay, klingt so, als könnte das hier noch weitergehen. Rein storytechnisch und so. Gate clear. Das ist wahr, dankeschön. Nein, vielen Dank. Belohnung wäre eigentlich nur das gewesen. Das heißt, ich bin hier eigentlich auch durch, wa? Rein hier vom Geschäftsding, genau. Das heißt, wir können nächste Folge endlich mit Neftis loslegen, mit dem Heiligen Phönix, aber schon sehr, sehr viel Bock drauf. Aber
die Dinger dann noch alle irgendwie durchkriegen. Okay, ja, hier hat es offenbar auch wieder etwas Neues gegeben, war? Ne, doch nicht. Okay, da hat irgendwie was Neues. Weil das Ausrufezeichen da war. Okay. Ein Rika-Fee noch. Die Dinge auch, das Ding auch überspringen. Und das hier machen. Ja, aber man sieht langsam aber sicher ein Ende auf uns zukommen, vor allem da diese Solo-Missionen hier natürlich auch wesentlich länger waren, wa? Also mehr Missionen hatten, sagen wir es mal so. Neues Zubehör ist im Shop verfügbar. Ich würde sagen, wir hatten schon lange nicht mehr gemacht hier in der Folge. Also während des Let's Plays. Können wir noch gucken. Pfad der Sonne. Der geflügelte Drache von Ra. Mhm. Natürlich auch immer gut. Structure Decks. Oh, Geiermonster. Was? Geier, der magische Ritter Drachen. Ja, die alten Monster nehmen, aber nochmal neu machen, dann natürlich mit geilen Effekten ausstatten, wa? Drachenflut, der verfluchte Drache. Der verfluchte Drachen, der verfluchte Drache. Ja. Der magische Ritter Geier. Jetzt wird er doch immer als geiersonniger Ritterkarte behandelt. Du, ich meine, ist durchaus cool, da gibt natürlich viel mehr Kombinationen, die man machen kann. Kann man so machen. Bin ich jetzt gar nicht irgendwie so abgeneigt dagegen. Jubiläumspaket, wa? Eine Uhr Royal Finish garantiert, da kann man auch mal. Extra Spannung! Was ist das? Neobläuiger ultimativer Drache. Ah, der aus dem Film. Notfallteleport. Leuchtender Drache, der ist aus dem ersten Film, also sagen wir mal so, der ist aus dem Film Pyramide des Lichts. Eigentlich cooler Film, wenn er richtig oldschool ist. Der ist halt aus, wie ist er schon wieder? Ja, der letzte Film mit Yugi und Kaiba. Das soll angeblich auch Kanon sein, wo es darum, also zumindest auch, weil die Monster so ja eher aus dem Manga entsprechen. Da geht es eigentlich auch ein bisschen darum, wie geht's danach weiter, nach dem Ende von Yu-Gi-Oh!, also nachdem Atem seinen Frieden gefunden hat und so. Nein, die ganze Story um die herum eigentlich vorbei war. So mit den blauen Augen. Okay. Ach, was? Scheiße, was? Echt nicht mehr, wie das Ding hieß. Der Film. Immer noch rumliegen. Ja, Pyramide des Lichts, dann gab es noch den 3D-Film, der war dann mit allen den ersten drei, mit den Protagonisten der ersten 3 Animes, also sprich mit Yugi, mit Jaden und mit Yusei. Na egal. Ihr wisst, welchen ich meine. Blauiger Geistesdrache. Alter, wie die aussieht. Ein Empfänger plus ein blauiger Nicht-Empfängermonster. Schwächer als normalerweise Drache, krass. Kann enthalten. Achso, sind die. Ah, okay. Okay, noch 2-mal könnte ich. Kostet natürlich auch viel, wa? Was wollte ich eigentlich hier? Irgendwas wollte ich hier holen, ich weiß gar nicht mehr was. Was? Nein, ich will nicht zurück. Ah, stimmt, der hier. Oh mal 10 Packs, komm. So, der wahre Sonnengott. Oh, das klingt schon mal gut.
das gerade aktiviert wird, füge in der Hand ein geflügelter Drache von Ra oder eine Karte, die ihn erwähnt, von deinem Deck hinzu. Außer der wahre Sonnengott, also außer der hier. Monster außer geflügelter Drache von Ra können in dem Spielzug angreifen, indem sie als Spielzug beschworen wurden. Einmal pro Spielzug in der Main-Phase. Diese Karte am Spiel hat dann noch einen Deck. Unsterblicher Vögel in seinem Deck auf den Friedhof fliegen, dann lege ein Deck wieder nach und dann spielen wir auf den Friedhof. Du kannst einen. Was? Okay, was soll das für eine Kombi sein, wenn ich eine Ra von meinem Spielfeld auf dem Friedhof legen soll damit? Er wird schon Gründe haben. Für die Kombi. Was haben wir sonst noch alles hier drin? Ganz grübige Dinge. Alte Krieger. Natürlich mit Ra und so nichts zu tun, ist klar. Glutkanone. Diese Karte wird immer zusätzlich als Glutbeschleuniger-Karte behandelt. Okay. Erst. Diese Karte bleibt von Kartenempfängern ganz unberührt. Du kannst auch den Gegner auf den Friedhof legen. Ja, im Prinzip, wie man Ra aus dem Anime kennt. Ja, damals hatten die Göttermonster ganz krasse Effekte. Und hier ist ein ähnlicher. Hier gibt es auch mittlerweile ein paar Zauberkarten, um den ägyptischen Göttermonster dieselben Effekte zu geben, wie sie im Anime hatten. Und das ist eine davon. Was eigentlich schon krass ist. Okay, das sind Kriegfelsenmonster, hat nichts mit Ra zu tun. Ah, der Schleim. Da gibt es noch ein paar Dinos. Ras Schüler. Auch gut. Kann nicht als Tribut angeboten werden, außer für Tributbeschwörung von Slifer, also Osiris, Dämonsdrache, Obelisk oder der geflügelte Drache von Ra. Außer ein Effekt von Ras Schüler. Immer noch krass, dass eigentlich nur Ras-Schüler sind, weil es gibt keine Schüler von Obelisk, es gibt keine Schüler von Slifer, aka von Osiris. Wie im Japanischen ja heißt im Original. Okay, lustig. Was es hier für Karten gibt. Die Geheimpakete, die haben wir jetzt irgendwie auch ein bisschen freigespielt. Herrschaft des großen Shogun. Hier geht es um die 6 Samurai, wa? Können wir auch mal noch machen. Portal der 6. Geheime 6 Samurai Rihan. Oh, es gibt noch geheime. Xiens Rauchzeichen. Wenn Xian uns braucht, dann kommen wir. Logo, was auch sonst. Ja, noch Ninja-Dinger. Und natürlich auch dazu im Elfenbein, was wir gerade freigeschaltet haben. Und natürlich jetzt auch wieder hier die Gefahrmonster. Die anderen bekommen würden. Jetzt fehlen natürlich ein paar Punkte. Ja, ist klar, war ja ziemlich teuer. Generell sind die verdammt teuer alles, ey. Edelsteine kaufen. Wenn es 100 was du zu kaufen, Duellpass Gold. Also ich muss 700 investieren. Okay, Entschuldigung. Falsch verstanden. Da kriegt die 700. Hey. Was für der Deckplatz? Ja komm, warum nicht? So, Freunde. Ich würde sagen, das war's fürs Erste. Nächste Folge also machen wir hoffentlich weiter mit dem Heiligen Phönix von Nephthys. Quasi kann man auch sagen, Ras kleine Schwester, wie viele früher gesagt haben. Und dann werden wir mal gucken, wie es hier künftig weitergehen wird bei Yu-Gi-Oh! Im Solo-Modus. Und natürlich Yu-Gi-Oh! Master Duel Solo-Modus, ist klar. Bis nächstes Mal. Ciao zusammen.